Tatort Albani-Fest. Wir sind ja letzte Woche tatsächlich noch dorthin gegangen mit der Family und wir sind im Kinderalbani gelandet und dort ist es passiert. Wir sind in dieser Schlange vor dieser coolen Bahn. Also es ist nicht eine Bahn, es sind die grossen Plastikkugeln, die aufblasbar sind, wo die Kinder rein können und dann ist ein Moment Ruhe von ihnen. Nein, dann können sie auch Spass haben, so Plastikkugeln auf dem Wasser, mega cool. Horrend lange Schlange. Wir stehen dort an, gefühlt in 3,5 Stunden, effektiv sind es glaube ich 3/4 Stunden gewesen, aber mit der Sonne wird das immer ein bisschen länger, oder? Und wir sind so kurz vor dem Stegli, wo es nachher wirklich so in die finale Phase kommt und du merkst, es ist glaube ich wirklich wahr, wir kommen auch noch dran heute. Und in dem Moment merke ich, es ist ja laut am Albani, man hört nicht so richtig differenziert, was da läuft, dass hinter mir ein bisschen Tumult am Laufen ist. Und man schaut so zurück und beobachtet mega unauffällig, oder? Und schaut, was da passiert. Und dann sind die Leute miteinander am Streiten hinter uns. Und irgendwie hast du gemerkt, an den Gesichtern eben gehört hast nicht, dass da sich jemand mega unfair behandelt fühlt. Jemand, der da in der Schlange steht, jemand anderes nebendran am Anhässeln ist. Und die Person, die angehässelt wird, ist sich so am Rechtfertigen und so, ja, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber du merkst so, da ist irgendetwas im Gang, wo jemandem nicht passt. Ich habe gleich ein bisschen besser hergelassen und das sind so Worte gefallen wie «Geht's noch?», «Verklopfen». Das war natürlich nur ein Wort, oder wir haben ja 30 Minuten in der Sonne stehen und ich habe gemerkt, da hat jemand tatsächlich, und also am Albani ist das nicht ein Kavaliersdelikt, sich in dieser Schlange vorgedrängelt. Und die Familie war so dreist, dass sie einfach nur die Kinder vor ihnen gestellt haben und selber Abstand genommen haben. Also tatsächlich. Wir waren vor dran, ich habe gefunden, tut doch nicht so. Ich hatte das Stegli vor mir gehabt, oder? So, wie kann man nur so eng sein, oder? Hey, aber da ist etwas passiert. Und es war wirklich geladen. Und also das Verklopfen, das habe ich nicht erfunden. Also da sind die Wogen rauf, da ist etwas in diesen Leuten entstanden, das wirklich kurz vor dem Eskalieren war. Spannend ist, irgendwie hat es sich gelöst. Die Kinder sind dort geblieben, die Kinder sind selber am meisten im Seich gewesen, gell? Aber irgendwie haben die Erwachsenen den Moment verwünscht, um wieder aufzuhören und sich dann einfach ignorieren. Man hat sich damit abgefunden, dass der andere halt doof ist. Aber das passiert. Ungerechtigkeit, da haben wir ein ganz feines Sensorium, vor allem wenn wir selber ungerecht behandelt werden. Wenn da plötzlich jemand von unseren Füßen steht, der da nicht dürfte stehen, weil wir schließlich 40 Minuten anstehen müssen und er jetzt einfach nicht. Das ist Ungerechtigkeit. Wir haben ein Sensorium für das. Und ich verstehe, dass die Leute hässlich geworden. Das gehört dazu. Weil da hat wirklich jemand etwas Falsches gemacht. Und wir haben die Waage da, die so symbolisch für die Gerechtigkeit steht. Und um das zu symbolisieren, was die Person gemacht hat, oder? Es ist ja immer so, man hat das Gefühl, man nimmt sich etwas, das einem nicht zusteht und das merkt dann niemand. Macht das nie in einer Schlange im Albani. Sie merken es. Du nimmst dir etwas, das nicht zusteht. Und du hast das Gefühl, das ist ja egal. Aber was passiert? Es gibt ein Ungleichgewicht. Wenn du dir nimmst, was dir nicht zusteht, dann fehlt da jemandem etwas. In diesem Beispiel hat sie sich 40 Minuten genommen. Und denen, die hinten im Schlange gestanden sind, die hat das alle 1 Minute gekostet. Nicht mega schlimm. Aber schon dort kochen sie auf. Das Prinzip ist relativ einfach. Und ich sage es für mich gerne so, einer zahlt immer. Und eine coole Aktion oder irgendeine halbe Gratis oder vom Lastwagen geht, irgendjemand zahlt immer. Es ist eine Frage vom Verhältnis. Was nehme ich mir, was steht mir effektiv zu und wer verliert dabei oder wer gewinnt, wenn wir es umdrehen, wenn ich zu wenig habe. Die Waage zeigt uns das Prinzip. Aber heute reden wir ja auch von Gottes Gerechtigkeit. Und ehrlich gesagt, Gott kennt das sicher, oder? Aber Gott steht über dem. Das ist so das Bild von Justiz, oder die Justiz ja mit den verbundenen Augen, die dort gerecht richten. Aber heute sind wir nicht im Gerichtssaal. Und Gottes Gerechtigkeit hat einen höheren Anspruch. Es geht viel weiter als die ausgleichende Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit lernen wir in der Bibel eher als überfließende Liebe kennen. Also, es hat genug für alle. Ich habe alles geschaffen, es ist alles da. Und ich liebe euch und ich liebe meine Schöpfung.
Gott ist nicht am Berechnen. Gott schaut nicht da müsst ihr noch mal etwas mehr zahlen, da ein bisschen weniger, sondern Gott sagt, tut doch mal nicht so, ich habe euch sowieso viel zu viel gegeben. Gottes Gerechtigkeit ist Grosszügigkeit. Gottes Gerechtigkeit fordert oder ist die Nächstenliebe, ist der Überfluss. Es ist viel mehr als nur so ein mickriger Ausgleich, der uns zum Berechnen einlädt. Es ist viel mehr. Und diese Perspektive, wenn wir heute reinnehmen, wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann reden wir nicht einfach über ein Gramm da und ein Gramm dort und einen Franken da oder einen Rappen dort, sondern wir reden über einen Grossbogen, über in dieser globalisierten Welt, wie wir so gerne sagen, Gott, der über allem steht. Und wir stellen uns die Frage, haben wir genug? Und wir stellen uns die Frage, und die anderen? Wir stellen uns dabei nicht die Frage, ob Gott genug gegeben hat. Das setze ich voraus. Ich stelle fest, ich habe genug. Das ist schnell festgestellt. Bei meinen Entscheidungen, täglichen Entscheidungen, ob ich das will oder nicht will, überlege ich selten an dieser Grundlage des Lebens herum. Eigentlich nie. Und ich stelle fest, da in unserem Kreis, in unserem Milieu, wo wir leben, macht das eigentlich niemand mit jeder Entscheidung. Es gibt die einen, auch in der Schweiz, die sich die Gedanken müssen stellen, was einmal existenziell wird. Aber viele von uns sind irgendwo zwischen, eigentlich müssen wir die Frage nie stellen, vielleicht her bis zur Zwischentür müssen wir die Frage stellen. Haben wir genug? Ja. Wir sind grundsätzlich versorgt. Und über diese Grundversorgung aus können wir uns überlegen, was wollen wir noch? Wie viele T-Shirts wollen wir im Schrank? Gibt es noch Dessert oder nicht? Welche Flaschen Wein gönnen wir uns heute? Ja, bisher fliegen wir mit dem Privatjet in die Ferien. Die wenigsten da werden sich die Frage täglich stellen, aber die Frage, es gibt Menschen, die sich die Frage stellen können. Die haben auch genug, vermutlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Und wenn wir fragen, haben die anderen auch genug, dann ist die Antwort ein bisschen komplizierter. Weil das, was wir haben, ist ein Standard, das wissen wir, die allermeisten Menschen auf dieser Welt nie werden erreichen. Es ist schlicht unerreichbar. Und wir wagen es trotzdem manchmal schon noch ein bisschen zu klönen und zu schnöden, oder? Also, irgendwo dort bewegen wir uns, wenn wir uns fragen, ja, wir haben genug, andere haben es nicht. Und das ein bisschen zu verdeutlichen oder dem eine Zahl zu geben, es gibt so eine Global Footprint Network, wo so eine spannende Rechnung gemacht hat. Und ich möchte ganz kurz in das hineingehen. Sie stellen sich die Frage, von den Ressourcen ausgeschaut, wie viele Ressourcen verbraucht jedes Land? Und jetzt Ressourcen, das ist das, was die Natur hergibt, ist im Großen und Ganzen, sage ich mal, oder? Das, was die Erde hergibt. Und man kann das berechnen, ich habe keine Ahnung wie, und ich vertraue dem so halb, aber nehmen wir mal eine Tendenz aus dem raus. Also die Frage ist, wenn alle auf dieser Welt auf diesem Standard würden konsumieren und leben wie wir Schweizer, wie viel Erden bräuchten wir denn im Jahr? Und die Berechnung sagt, wir bräuchten 2,8 Erden. Ich weiß nicht, wo wir die finden, aber wir bräuchten die, wenn wir alle auf unserem Level würden funktionieren. Wenn man die ganze Welt anschaut, den Konsum der ganzen Welt, dann steht die ein bisschen besser da. Sie bräuchte nämlich nur 1,7 Mal die ganze Welt im Jahr. Aber auch das, wir merken, wir sind nicht die Einzigen, die zu viel brauchen. Der Verbrauch ist sehr, sehr hoch, um nicht zu sagen zu hoch. Man kann das so anders sagen und sagen, die Schweiz hat eigentlich das Kontingent, das wir zur Verfügung haben, mit das alles schön gerecht mit dieser Waage verteilen, am 13. Mai verbraucht. Bei Welt ist es erst am 2. August, aber es ist auch vor dem 31. Dezember. Und wie schon gesagt, die Statistiken, oder? Das wissen wir, die Statistiken. Nur denen vertrauen, die wir selber gefälscht haben. Ich kann die nicht überprüfen. Aber doch ist das eine relativ grosse Angelegenheit. Und was wir sicher schon nehmen können, ist, dass es eine Tendenz aufzeigt. Vielleicht würden wir es ein bisschen anders rechnen. Vielleicht ist da die eine oder andere Kommastelle ja doch ein bisschen anders. Und ich weiss auch, dass diese Sachen oft auch politisch und wirtschaftlich gebraucht werden. Was will man uns nicht alles verkaufen aufgrund von diesen Zahlen? Das interessiert mich heute nicht.
Die Aussage, die ich rausnehme, macht etwas sehr, sehr klar. Wir konsumieren zu viel. Es ist schnell gesagt. 2,8 oder 2,75. Zu viel. Wir sind Drängler auf dieser Welt. Wir sind die es vorne reinschleichen. Und dann sagen jetzt die Leute nicht so, dann kommen die auch dran. Wir sagen natürlich, ja, ich kann das nicht beeinflussen. Wir müssen eigentlich Politik machen, oder? Und Politik sagt, ja, die Wirtschaft müsste. Und die Wirtschaft sagt, ja, jeder Einzelne hat es erhangen. Und so geht es rundum, oder? Am Schluss macht niemand etwas. Hey, ja, die Lösung auch nicht. Aber ich glaube, und es ist für uns auch nicht jetzt eine mega Überraschung, für mich ist das nicht gewesen, ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir auf grossem Fuß leben. Wenn man vergleicht, was die Erde hergibt. Und wenn wir uns überlegen, das Prinzip von einer zahlt immer, dann ist es vielleicht nicht mein Nachbar, der zahlt, oder der Schlange direkt vor mir steht, sondern es ist jemand, der extrem weit weg ist, jemand, wo ich nie wieder die Hand schüttle, jemand, wo ich nie wieder in die Augen schauen muss. Es ist geografisch jemand, der weit weg ist. Es ist aber vielleicht auch zeitlich jemand, der jetzt noch nicht mal geboren ist. Der Konsum, der Verbrauch, den wir haben, schadet uns nicht so mega direkt. Aber wir lesen ja ständig darüber und das mag übertrieben sein, aber was auch immer. Offenbar leben wir über dem, was wir sollten. Ist es das nicht ein bisschen viel schlechtes Gewissen? Die Feststellung. Hey, schaut, ich glaube, was wir damit machen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, der Realität ins Auge zu schauen und mal irgendwo zu anerkennen, dass wir, glaube ich, nicht einen Lebensstil haben. Mal ganz generell, ich weiss, viele von uns geben sich Mühe, es geht nicht um das. Aber dass wir sicher mal auf der Sonnenseite, nicht nur heute, vom Leben stehen und vieles brauchen, was wir vielleicht auch nicht brauchen sollten. Ich glaube, es hilft, wenn wir dieser Realität in die Augen schauen und nicht einfach sagen, das gibt schlechtes Gewissen, lassen wir das sein, oder? Schauen wir es an. Und probieren herauszufinden, was wir da machen können. Weil Gott lässt uns nicht einfach stehen mit dieser Misere, sondern Gott hat ein bisschen eine andere Perspektive darauf. Und heute reden wir auch nicht über die Kraft vom schlechten Gewissen und wie man mit dem die Welt verbessern kann. Da gibt es ganz viele gute Initiativen, die wir unterstützen können oder nicht. Sondern heute schauen wir bei uns her und die Perspektive, die Gott für uns und für die Welt im Sinne von dieser Gerechtigkeit hat. Und für das machen wir einen kleinen Szenenwechsel. Wir gehen an den Ort her, wo wir alle noch nicht da waren, wo Gott sich als Schöpfer von dieser Welt vorstellt. Er ist der aus nichts etwas schaffen können. Und das etwas ist die Welt und ist das Leben drauf. Niemand anderes. Gott beansprucht das für sich, dass er Leben schaffen kann, das vorher tot war. Das bringt ihn so, oder, ein bisschen über alles. Nicht ein bisschen. Es bringt ihn über alles. Und er hat die Welt geschaffen, aus einem chaotischen Zustand, die Welt, die heute noch über weite Strecken enorm schön ist. Diese Erde, 1. Mose 2,15, diese Erde mit all ihrer Schöpfung, von der der Mensch ein Teil ist, hat er in die Hände der Menschen gegeben. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also Gott hat die Welt geschaffen, die komplette, die heilige, die schöne Welt, die Schöpfung, wie wir es nennen. Und er gibt sie am Mensch. Mit dem Auftrag, zu bearbeiten. Ja, das kennen wir aus dem Garten, oder? Man muss ein bisschen häckeln und ein bisschen tun, dass das Zeug wächst. Das war schon hier so. Vielleicht ist es hier ein bisschen besser gegangen, ich weiß es nicht, andere Voraussetzungen. Zu bearbeiten und zu bewahren. Was gibt es denn zu bewahren? Das war heiliger Boden dort mal. Bewahren. Wir waren nicht knauserig, oder? Alles einsperren und schauen, dass ja niemand etwas nimmt, dass man es bewahren kann. Sondern bewahren heisst, die Heiligkeit von dem Boden, den Gott gerade geschaffen hat, bewahren. Dort darf keine Ungerechtigkeit, keine Unheiligkeit reinkommen. Der Frieden, den Gott dort geschenkt hat, soll dort bewahrt bleiben. Diesen Auftrag hat der Mensch gehabt. Und wir kennen die Geschichte. Sie geht nicht lange so weiter, sondern es kommt ein Knick rein. Was ist passiert? Der Mensch hat auf etwas geschillt, wo ihm nicht zugestanden ist.
Er hat etwas gesehen, und er gewusst hat, das steht mir nicht zu. Und er hat es trotzdem genommen. Ungerechtigkeit, da können wir so Egoismus und was auch immer anfügen. Nicht das, was heilig ist reingekommen. Und der Mensch ist rausgeschossen worden. Warum? Weil Gott hat gesagt, der Ort ist heilig. Und wenn du solches Zeug machst, kannst du leider nicht mehr da sein. Es ist nicht möglich, dass jemand, der ungerecht ist, an einem heiligen Ort ist. Der Mensch ist raus, den Auftrag zu bearbeiten hat er behalten. Aber er ist nicht mehr auf heiligem Boden gestanden. Ungerechtigkeit ist wie ein Pilz, überall aufgepoppt, gewachsen. Wir haben letzte Woche kurz einen Abriss über die Bibel, wo die Ungerechtigkeit überall sichtbar wird. Und es ist beängstigend. Da stehen wir jetzt. Es ist nicht so ermutigend, ich weiss es. Und es ist auch kompliziert, ich probiere das schnell zusammenzufassen. Aber wir können festhalten, der Mensch ist ein Teil der Schöpfung. Der Mensch ist Schöpfung und er lebt in der Schöpfung, die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, die Gott gut und heilig geschaffen hat. Der Mensch hat den Auftrag bekommen, die Schöpfung zu kultivieren und heilig zu behalten. Der Mensch hat nicht widerstehen. Er hat sich genommen, was ihm nicht zugestanden ist. Und heute stehen wir da und nerven uns darüber. Die Verwaltung von diesem Heiligen ist uns nicht gelungen. Und dort ist irgendwo der Ursprung von dieser Ungerechtigkeit, die heute weltumspannend sichtbar ist. Man könnte es 1000 Beispiele zeigen, wir kennen es alle. Wir wissen es. Aber die Grösse, die Überflut, die Übermacht von dieser Ungerechtigkeit zeigt so, ja irgendwie, wir sind ja irgendwie nicht fähig, jetzt dem entgegenzustehen. Und wenn wir den Ursprung von dieser Ungerechtigkeit anschauen, dann merken wir auch, ja wahrscheinlich ist Gott eben der Einzige, der das lösen kann. Und dann landen wir beim Evangelium. Ja, was ist passiert? Der Mensch ist von Gott weggelaufen. Und was macht Gott? Seit wir denken können. Er schafft Wege, wie der Mensch zurückkommen kann. Er schafft Wege und er schickt Jesus auf die Welt, dass unsere Ungerechtigkeit uns nicht mehr im Weg steht, um zu Gott zu kommen. Das ist die Weltgeschichte aus christlicher Perspektive. Und wir sehen auch hier wieder, Gott ist nicht heiß auf ein vernichtendes Urteil, weil da wären wir alle schon lange weg, oder? Sondern Gott sieht es tut ihm weh. Und er probiert trotzdem Wege zu schaffen, dass wir zu ihm kommen können. Das ist das Evangelium. Die Ungerechtigkeit nicht ignorieren. Jesus ist nicht gestorben. Jesus ist gestorben für unsere Ungerechtigkeit. Er hat es auf sich geladen, dass wir Konsequenzen tragen müssen. Das war nicht gratis. Aber wir dürfen heute profitieren. Und bis die Geschichte abgeschlossen ist, leben wir in dieser Spannung von einer Welt, die nicht gerecht ist, von Christen, die irgendwie, oder auch anderen Menschen, wir sind nicht die Einzigen, die irgendwie suchen, die Gerechtigkeit herzustellen und zu bringen. Aber wir merken auch, es geht so gar nicht so gut. Es ist schwierig, es ist zu gross, es ist zu mächtig. Ja, wie können wir jetzt Verantwortung übernehmen? Wie können wir jetzt die Welt oder wenigstens unser Leben verändern? Wenn wir ja schon merken, dass es Politik und Wirtschaft und all die grossen Mächtigen auch nicht herbekommen. Jesus zeigt uns einen Weg, wie wir Verantwortung übernehmen für unser Leben und dabei, und das ist irgendwie auch Gott, auch noch aufblühen können. Dabei auch noch selber profitieren können. Jetzt nicht im egoistischen Sinn, sondern selber heimkommen, ankommen bei ihm. Viel erleben. Also, lass uns nicht kapitulieren und sagen, okay, die Welt ist so im Elend, wir können nichts mehr machen, also machen wir, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Das mag stimmen, ganz sachlich angeschaut. Aber Jesus, Gott gibt uns eine andere Perspektive. Er klammert die Ungerechtigkeit nicht aus. Nie. Aber er sagt uns, er hat es getragen, er wird es wieder herstellen. Und in dieser Zeit zeigt er uns einen Weg auf, den Weg vom Leben im Überfluss. Ein Weg, der gerade im ersten Moment widersprüchlich tönt. Leben im Überfluss. Ist es nicht genau der Überfluss, der die ganze Misere verursacht? Jesus redet von etwas anderem.
Jesus stellt sich uns als der gute Hirt vor im Johannes 10. Ihr kennt die Stelle, das ist eine wichtige Stelle. Sonst lesen Sie nachher Johannes 10, das ganze Kapitel lohnt sich. Er stellt seinen Zuhörern sich als guter Hirt vor, nicht mehr sogar als der einzige gute Hirte. Er sagt, wer sich von mir hüten lässt, im übertragenen Sinn, der wird auf saftige Weiden kommen. Weil ich bekomme, zum Leben im Überfluss zu bringen. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Johannes 10,10. Er stellt sich dort im Gegensatz zu allen anderen, die auch noch Hirten sind, oder? Und sagt, das sind alles Diebe. Das sagt das so, könnt ihr nachlesen. Und Räuber. Und alles, was die bringen, ist der Tod. Also jeder, der sich bei dir als Hirt vorstellt, der ist es nicht. Aber ich, Jesus, ich bin wirklich ein Hirt. Ich zeige dir, was saftig ist, was genug gibt, was fein ist, was Überfluss gibt. Und er stellt sich als der vor, der uns möchte an diesen Ort führen, wo wir glücklich werden, das jetzt in unsere Sprache bringen, wo wir genug haben, wo wir unseren tiefsten Sehnsucht und Bedürfnis abgeholt werden und genug bekommen. Wer sind die anderen? Wer sind die Diebe und Räuber, die uns sagen, sie seien unsere Hirten, aber sie sind es nicht und sie führen uns nur ins Elend? Sie waren falsche Propheten dort mal, das hat es dort gegeben. Gibt es heute vielleicht immer noch. Man muss das ein bisschen ins Heute übersetzen. Und wir müssen uns fragen, wir dürfen uns fragen, ja, was verspricht mir denn, dass es für mich sorgt? Was verspricht mir denn, dass ich Geborgenheit finde, Frieden finde, Annahme und Liebe finde? Was ausser Jesus verspricht mir so etwas? Und auf was ausser Jesus verlange ich mich, dass ich innerlich gefüllt bin, dass ich genug habe? Und dann können wir das zu diesen falschen Hirten tun. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir nicht einfach nur im Schwarz-Weißen hängen bleiben, es gibt noch Gut und Böse. Es geht darum, was wir uns versprechen von Materiellem, von Status. Versprechen wir uns das, was eigentlich Jesus verspricht? Oder, ja, ist es Mittel zum Zweck. Ich weiß schon, dass wir gewisse Sachen brauchen. Aber Jesus sagt, alles, was dir das verspricht, wird dich nicht dorthin führen. Ich. Und egal, was die scheinbare Konkurrenz in deinem Leben ist, Jesus ist konkurrenzlos. Nichts führt dich zum Leben ausser der. Und das in Fülle. Könnte es sein, dass das Leben nach bei Jesus nicht nur den Effekt hat, dass wir glücklich sind, dass ich zur Ruhe komme, dass ich mein Leben, das manchmal so nervös ist, irgendwie auch an einen Ort herführen oder Jesus könnte an einen Ort herführen, wo ich daheim bin, wo ich Ruhe habe. Könnte es sein, dass es nicht nur mir dient, sondern dass auch die andere Seite von mir, nehmen wir jetzt den Konsum, was ich noch alles brauchen und möchte und sollte und verdient habe und so weiter, dass das runterfahren würde. Könnte es sein, dass wenn ich genug hätte und das Genug oder das Überfließende effektiv versuchen und entdecken in meinem Leben, dass dann der andere Überfluss völlig nutzlos wird. Ich glaube, in diesem Vers liegt so ein Geheimnis. Und ich glaube, wenn wir überwältigt sind von Ungerechtigkeit und merken, wir können nichts machen. Ja, die Welt sind wir alle zu wenig mächtig, um die Welt gerecht zu machen. Aber ich glaube, wir können eigenverantwortlich handeln. Uns das suchen, was wir brauchen, bei Jesus. Und ich bin sicher, wir werden vieles nicht mehr brauchen. Und es geht mir nicht darum, eine Statistik herabzubringen, aber ich glaube, dann kann unser Leben sogar zu einem Segen werden. Sogar materiell zu einem Segen werden. Für unsere Nachbarn oder über unsere Übernächsten. Ich glaube, das ist das Geheimnis, das uns Jesus vorstellt. Und der Überkonsum ist so auch nicht das Zeichen von Stärke von unserer Kaufkraft. Das muss irgendwie das mit sich bringen, oder? Sondern es ist vielleicht mehr ein Zeichen von Leere von unserem Herz. Die Leere, die Jesus möchte füllen. Und wo die Bibel auch ganz klar ist und sagt, nichts anderes füllt uns das.
Wir sollten unsere Augen nicht verschließen, kommen zum Abschluss. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hinschauen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch erkennen, dass auch wir es nicht schaffen. Und da hat jeder seine eigenen dunklen Geheimnisse, oder? Und gleich kennen wir sie ja voneinander. Und ich lade euch ein, um nicht irgendwelche schnellen, ja weisst, ich bin für dort mega gut, dann kann ich mir hier das leisten und so weiter. Das sind wir mega schnell, wir sind ja auch schlau und so, wir wissen ja, wie es aussehen muss. Ich lade euch ein, das probieren mal wegzulegen. Sagen, ja, das stimmt. Ich habe dort oder da meine Sachen und ich weiss eigentlich, sollte ich nicht. Aber gleich, gibt es mir irgendetwas. Ich lade euch ein, bei euch herzuschauen. Beim Nachbarn sieht man es immer noch schneller, oder? Aber das hilft echt gar nichts. Was fährt jetzt der von einem Klapp? Wie ist jetzt der unterwegs? Jetzt hat er sich wieder gegönnt, oder? Schaut bei euch her. Und probiert die Spannung auszuhalten und mit der nachher zu Gott zu gehen. Und ich habe mir 2 Fragen notiert, die ich glaube, können uns helfen können, dass wir uns die selber fragen. Und das erste ist, ehrt unser Verhalten der Schöpfer? Das ist eine kleine, einfache, aber eine fiese Frage. Ehrt mein Verhalten als Geschöpf, als Teil von dieser Schöpfung, der mich geschaffen hat? Der mir den Auftrag gegeben hat, seine Schöpfung zu bearbeiten und ursprünglich sogar heilig zu behalten. Meine tägliche Routine, meine Exzesse, meine kleinen Geheimnisse, ehrt das ihn. Und das Zweite ist, wo hole ich, was ich brauche? Als Gottesgeschöpf dürfen wir uns auf die Zusage von Jesus einlassen. Und wir dürfen es für uns nehmen, dass er uns die Fülle möchte geben, unser Herz möchte füllen. Mit dieser Liebe, mit dem Überfluss, den er für uns parat hat. Unabhängig von unserer Kaufkraft, von unserem Konsum, egal ob wir schon ein total geheiligtes Leben führen oder nicht, das möchte er uns geben. Das liegt parat. Wo holen wir uns, was wir brauchen? Für das hören wir uns rein, fragen Gott, gehen ins Gebet. Was haben wir für Sehnsucht? Sehnsucht nach Abenteuer, nach Unterhaltung, nach Geborgenheit, nach Konsum, was auch immer. Wo oder was stillt das in unserem Leben, in unserem Herz? Ich möchte die Frage so offen stehen lassen. Und euch einladen, euch die Frage ernsthaft zu stellen. Und nicht zu schnell drüber zu gehen. Weil in dieser Fülle, über die Welt hinweg gesehen, in dieser Fülle, die Gott uns gibt, liegt Gerechtigkeit für alle drin. So wie es ursprünglich gedacht ist. Und wie es irgendein ist, auch wieder wird kommen. So wie Gott uns das versprochen hat. Vater, ich danke dir, dass du ein gerechter Gott bist, aber nicht so ein Justizgott, der rumnörgelt und rumniffelt, sondern du hast uns die Welt gegeben und was wir auch immer machen, du bist gleich da. Du versprichst gleich die Fülle. Ja, und so ist es vielleicht unangenehm, dass wir bei uns selber heranschauen, aber es ist nicht hoffnungslos, weil du bist da. Du bist immer da gewesen und du wirst am Schluss noch da sein. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was deine Gedanken sind über uns, über unser Leben, über unsere Bedürfnisse und Sehnsucht. Ich bitte dich auch, dass wir heute nicht bei so einem unangenehmen, schlechten Gewissen stehen bleiben, sondern dass du uns Wege aufzeigst. Dass du uns zeigst, was deine Gedanken sind. Wie wir aufblühen können und wie wir Segen sein können. Und ich bitte dich für unsere Kirche ganz konkret, dass wir eine Kirche dürfen sein, die weitergeht, die grosszügig ist, weil wir genug haben an dem, was du uns gibst. Amen.